Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fall zu Fall. Heute sprechen wir über Kanner. Kanner, die auf die Welt kommen, wir sind Eltern, juristisch gesehen, wie sich Eltern ihr Kanner, wie können Kanner hier Ältere sich? Ja, wie ist das dann eigentlich konkret, wann ein Kind auf die Welt kommt, so an einer Situation von einer Koppel, die zusammen sind, muss du, also gesetzt du etwas Spezielles für, hast du automatisch, das gesagt wird, bei der Mama ist es schon nicht schwer, für zu definieren, wen Mama ist. Du hast den Kanton sumieraire. Ja, aber beim Papa, wie geht das, wie geht du definiert, dass das der Papa ist? Im Moment, du kurz zivil, kennst du aus der Zeit von Napoleon, das ist das ganz alt. Und da gehen nach Distinktionen gemerkt zwischen Kanner, die am Mariage auf die Welt kommen, die nennen dann les enfants légitimes. Die Kanner, die auf die Welt kommen, wo die Eltern nicht bestört sind, das sind enfants naturels. Und dann die Kanner, die auf die Welt kommen, einfach mit einem anderen Pap, wie der Mann von der Frau. Und das sind dann die enfants adultérins oder illégitimes. Ja, also bei Kanner, das ist so, wenn ich gepackt bin, dass ich schon ein bisschen assimiliere in verschiedene Situationen wie bestimmte Koppeln. Wenn ich gepackt bin, ist das dasselbe, wie wenn ich bestört bin, oder fängst du dann Kategorie von den Leuten, die eben nicht bestört sind, aber nicht extra ist. Genau, also heute sind das nach den allen Definitionen enfants naturels. Du hast aber so, dass eine große Reform auch durch Jurisprudenzen, die wir gleich gesehen gouf immer gesagt, die Distinktion als nicht richtig, die als diskriminatorisch, und kann ich nicht Kanner, noch Ältere von Kanner ähnlich behandeln, weil sie am Mariage oder außerhalb vom Mariage oder mit einem anderen Partner gezeugt, wie sie respektiv auf die Welt kommen sind. Die toten Begriffe, die wir gebrauchen, sind zwar nach Envige, aber verschwonnen aber sie verschwonnen durch die Jurisprudenz, das geht nicht, das ist antikonstitutionell, aber verschwonnen auch an einem zukünftigen Gesetz. Das war hauptsächlich die Konsequenzen, nur dem, was für eine Qualifikation das Kant hat, waren hauptsächlich Eheschaftsrecht, da zum Beispiel Kant wird an einem Mariage auf die Welt kommen, also wo der Mann nicht der Pap war, eben an sich, also ein Enfant illegitim, kein Eheschaftsrecht oder mehr reduziert Eheschaftsrecht an sich hat. Und auch Prozeduren wäre ganz ähnlich, die Lehre wäre ganz ähnlich, aber dort kommen wir nur im Detail noch dazu. Kommen wir vielleicht einfach mal Enfant legitim an, das heißt, man fragt, sie man eben stürzt, sie kriegen Kant, der Kant kommt auf die Welt. Dann ist der Pap präsumiert, also der Mann, als präsumiert der Pap vom Kant zu sein. Das bleibt auch unter dem zukünftigen Gesetz so, dass einfach Präsumption de Paternité, das genannt also, wird ugeholt, dass das so ist. Da kann ich das aber kontestieren, das ist durchaus möglich, mit das einfach mal der Normalfall als Präsumption gesagt. Bei denen Kanner, die außerhalb von einem Mariage auf die Welt kommen, da gehen sie unerkannt. Sie können unerkannt gehen schon vor ihrer Geburt, das ist etwas ganz Extras. Sie können einen Akt authentique machen, wo eine Kind vor der Geburt unerkannt, es wird unerkannt von der Mama bei der Deklaration de Naissance und dann von einem Mann, den ich als der Pap ausgeht. Du hast einfach oft so gewesen in der Praxis, dass Leute sich als der Pap ausgehen haben, die der Pap nicht wären, weil sie in dem Moment die neue Freund von der Mama wären zum Beispiel. Und das sind Sachen, die auch mehr und mehr ekartiert gehen, sowohl von der Jurisprudenz wie von Gesetzgeber, wo immer geschwärzt wird von der Wahrheit, der Realität biologique oder der Verité biologique. Vielleicht für zurückzukommen auf den Enfant legitim, du siehst, es gibt die Präsumption, dass der Mann der Pap ist. Wenn ich da bestört bin, und ich kenne aber von einem anderen Mann erkannt, dann ist es einfach möglich, dass der Mann das Kant eben unerkennt, das schon nicht, dass, weil ich bestört bin, mein Mann automatisch der Pap ist und dann stand oder das muss eine Prozedur machen. Ja, das ist ganz richtig. Also der wirkliche Pap kann das Kant unerkennen, aber wenn das nicht möchte, kann aber der Mann, der bestörte Mann, dem sein freier Kant geht, von dem er weiß, dass Zeit nicht ist, auch seine Paternität contestieren. Ja, wie gehen dann die Prozeduren? Was muss ich da konkret machen? Sowohl an der engen Situation, wann ich den
per Biologie sind an Schwelle kann gerne erkennen, respektiv an der per nicht Sinn an Schwelle Contest. Ich finde das administrativ, das juristisch. Das administrativ, das sind Deklarationen bei der Gemeinde, beim Offizier d'État Civil, wo der Parquet sich kann ausschalten, wo du kannst contestieren und so weiter. Komm, ich schwätze vom Judiziär, den will contestieren. Da wäre bis lo, auch haut nach Sete Code Civil, man dem muss das machen binnen 6 Monate von der Geburt von dem Kind. Da muss ich bedenken, dass so Sachen, die kommen aus einer Zeit, wo die Leben ganz, ganz ernst wird. Moralvorstellungen werden ernst, wie auch die Lehre werden ernst. Leute haben zusammen gelebt. Das war eine ganz andere Zeit. Aber für allem, es gab kein wissenschaftlicher Beweis von einer Paternität. Das heißt, wenn ich contestiere, aber das kommt erst nicht von mir. Da wäre die Mensch schwer. Dann habe ich mich mal nachweisen, dass meine Frau mit einem Mann etwas hat, an der Zeit von der Konzeption, wo kann also gezeugt gehen, später kommen die Blutgruppen, mir auch das wären immer Sachen, die sich ausgeschlossen, da konnten eventuell beweisen, ich kann den Papa nicht sehen, weil mit der Kombination von Blutgruppen käme niemals die Blutgruppe raus. Aber das ist ja alles komplett revolutioniert gehen durch die Entdeckung von der Genetik, von den DNA-Tester, wo in Haut mit 100%iger Sicherheit kann so wie in einem sein Papa ist. Nur ganz konkret, was das geschieht mit den Männern, die schon immer einen Verdacht hatten, den jetzt kam d'entretemps großjährig, wer sogar relativ alt war, selber schon kann hat. Und die gesagt haben, ich will das wissen, ich will das wirklich wissen, dann komme ich mal einen Test. Aber was wird ein Test da gehen? Das ist nicht der Pap. Ja, der Code Civil sagt, der war 6 Monate nach der Geburt. Das heißt, das war komplett aus all der Lehre raus. Und gut, wie so oft geht dann den Droit geht viel gedrieben, die Leute etwas Neues probieren. Das plädiert immer, das ist keine Konstitution. Aber für Wert, weil den Pap, der besteuert das, muss er in dieser Höhe machen. Binnen 6 Monate. Pap den aber nicht besteuert, das konnte mir lang in dieser Höhe machen. Und das gibt schon keine Ursache, dass dem einen sein Delay mehr lang als wie dem anderen sein Delay. Sie waren dann zwei kurz, aber sie waren verschieden. Und darauf sie sind konstitutionell, mit dem Kant Recht, seinen Eltern zu kommen, als impreskriptibel, als ganz Lebegut. Den Père naturel hat mehr lange Delay wie der Père marié. Alles das feiert dazu zu so, die Dispositionen sind antikonstitutionell. Und das ist Arrêt Nummer 50 vom 15. Mai 2009, den das gesagt hat. Wie leider so oft, dass der Gesetzgeber einfach Hand dran für sein Code Civil anzupassen. Das ist seit 2009 haben wir einen Artikel am Code Civil, den zwar am Adress steht, von dem wir aber wissen, dass er nicht mehr appliziert, die von einem Gericht, sobald wie das dort souleviert. Und da dass du so viel gegangen, die nächste Affäre hast du dann die von der Recherche der Paternität, das als ich komme als Kind auf die Welt, meine Eltern sind nicht besteuert, an den Flibustier von Erzeuger, so ich einfach mal will, das kann nicht unerkennen. Da kann man die ersten 2 Jahre wann kommt auf der Welt, das respektiv kann selber die ersten 2 Jahre von seiner Großjährigkeit so, aber ich meine eine Aktion en Recherche de Paternität gegen den Mann, von dem mein Mann behauptet, für mein Papa, für mal so zu sagen. Und auch das Haut für mich einfach geht eben durch die DNA-Teste das zu beweisen, mit dem Delay. Auch da haben sich Leute Delay gesteuert, weil gesagt ist, mais ja un enfant né dans le mariage, was den droit imprescriptible für die festzustellen, für was ist das bei einem Enfant naturell ernst. Und da kommen wir zum Arrêt 72 von der Cour constitutionnelle, das war am Juni 2012, wo auch die Disposition antikonstitutionell erklärt ging. Das heißt, wir sind im Moment, haben wir nach immer die alten Begriffe von l'enfant légitime, illégitime, naturel, adultérin, super französisch Terme für die Leute hinzubringen. Aber wir haben noch nach immer die verschiedenen Prozeduren, aber all die Lehren sind hinfällig. Das heißt, im Moment leben wir an einem Vakuum, wo ich kann alles kontestieren, und das ist immens wichtig zu wissen, weil das neue Gesetz, das Instanzen wäre, das gesagt in Zukunft in der Lehre hier von 10 Jahren. Von der Majorität, voilà. Von der Majorität. 10 Jahre ab der Geburt, 10 Jahre ab der Majorität. Das heißt, all Kant, oder du kannst mir bei den Pappen und du kannst mir bei der Kuckucksehe und all die Pappen, die nur denken, man kann das vielleicht nicht mehr kann, die sind zwar bestört mit der Mama, ist schon gut Ursachen zu denken, dass das nicht wahr ist. Und in der Kant haut mehr wie 21 Jahre alt, können lo eine Aktion machen.
Wenn das nicht Gesetz bist du hast, können sie das nicht mehr. Das heißt, das ein Window of Opportunity, wenn ihr will so eine Aktion machen, also der Law, wenn sie muss machen, das nicht Gesetz irgendwann nächstes Jahr gestimmt wird, an Kraft tritt. Du sollst, es gehen an sich zwei Aktionen. Einerseits der Pap, die will, das gesagt wird, das kann, sei kann nicht das. Oder der Mann, den gerne will festgestalten, das kann nicht, sei kann das. An Kant wird kann recherchieren, wie ein sein Pap ist. Wie ist es da, wenn man ein Pap haben, den der Pap ist, und aber nicht als solches offiziell figuriert. Und den auch eine Aktion, wo er kann feststellen lassen, dass hier per Biologie ist vom Kant. Et das Reconnaissance, die so volontär. Nee, wie man kann schon von einem anderen Mann unerkannt das. Ah ja, aber ja, das ist ganz interessant, dass ja oft hier kommt, du kann in die Reconnaissance contestieren. Das kann der Judiciaire mal machen. Und was auch interessant ist, und das ist ein Fall, den man in der Praxis oft tut, kann die Reconnaissance vom Pap contestieren. Wenn wir ganz viel per naturellen hat, wenn Männerkoppel wären bestört, wenn wir kann sie unerkannt gehen. Von ihrem Pap, mit manche davon wären nicht der Pap. Und die einen wussten nicht, und die anderen wussten nicht, wenn die nicht wussten, das wäre dann eben so, mit anderen wussten nicht. Die wussten ganz genau, man das kann, was meine neue Freundin erwähnt, das ist nicht von mir, ich kenne das wohnen, da war meine Familie und so weiter. Und das kann Kant sein ganzes Leben lang, das impreskriptibel contestieren. Und das ist ganz wichtig, weil Heinz du leiden kann da drin. Just weil ihr Mann während einer kurzer Zeit, wie sie klein wären, mit einem zusammen wäre, vielleicht noch ein Jahr zusammen wären. Und sie sind lo ihr ganz Leben lang dem sein Kant, juristisch, was da wirklich geht nicht sind. Und die Aktion, die kann den lo an soweit wir das logisiert und auch am neuen Projekt de loi an Zukunft ganz Leben lang machen. Das ist impreskriptibel, Recht auf die Verurteilung. Wie a viele Situationen, wenn schon Fehler machen oder einen Schritt machen, muss ich schon die Schritt indemnisieren. Als da doch heute Fall, wenn ich als Mom so, ja, du bist der Pap von dem Kind, dann de facto stellt sich ja noch heraus, dass das nicht so wo kannst du irgendwelche Schuldenersatz kriegen, hast du irgendetwas vom Text 4 gesehen? Das ist ein sehr gut Frage. Ich habe nie so einen Fall gesehen. Du hast ganz recht, der Zivil sieht, jeder Rang, den einem anderen eine Schuld zufügt, muss den drohen. So du brauchst einen Fehler, du brauchst einen Kausal zwischen dem Fehler an einem Schuld, und du musst die Schuld können quantifizieren. Materielle Schuld kennt Sinn, Alimente, die ich zu Unrecht bezahlt habe, eine moralische Schuld kennt Sinn. Es sind immer angesehen als der Pap von dem Kind nicht wäre. Ja, ich kann mir vorstellen, auf der Basis Kind eine Aktion zivil machen in einer Person. Wenn es ein Fehler wäre, wenn doch wissentlich wäre, auch das ist dann eine Frage, die müsst klären. Ganz interessant Fragen an dem dort Rechtsgebiet. Ich wollte nach über etwas Ähnliches sprechen, was direkt damit zu dienen wird oder indirekt damit zu dienen wird. Das ist die Autorität parental conjoint. Du kannst vielleicht kurz erklären, was du mal der Gemeng ist. Und das schon sich haben zwei verschiedene Sachen. Der eine, das schon Gart, die ich auf Person vom Kant tun. Das heißt, wo man sich Kant physisch lief, das heißt, man kann die Divorce, wo schon dann entweder der Papa oder die Mama Gart kriegen oder ein Gart alterné, etc. Und ich würde die Notion von Gart haben, die Notion von Autorität parental. Das heißt, das ist an sich der Puffer, wir können sie große Decisionen am Leben vom Kind praktisch können. So. Das heißt, ich kann decidieren oder mich mit Amischen an froh, ich weiß nicht, was für eine Religion soll Kant tun, geht an der Religionsunterricht, geht es nicht dran, geht es an die eine Schule, geht an die andere Schule, etc. Auch an die Frage hat Kur konstitutionell sich auch gemischt. Weil das ist bis so, dass wenn die Eltern nicht bestört sind, können sie die Autorität conjointe frohen. Sie machen einfach eine Deklaration, man beschließt die Tutelle und dann kriegen sie das. Sind die Eltern aber bestört, können sie zumindest für Gericht nicht kriegen. Das heißt, der Richter weigert sich, für eine Autorität conjointe zu gehen, weil er sieht, man hat einen Text, erlaubt man das nicht. Beim Consentement mutuell sehen wir an der Praxis eine gewisse Toleranz, dass von einer Konvention gemerkt wird, wo Leute sich am guten Schädel los an so wir machen die Autorität conjointe, dass das dann stillschweigend angeholt wird. Und dann haben wir Normdivorce, wo den
von also bestörten Älteren, wo der Juge de Tutelle dann zuständig wird für die dort Frauen, an der refusiert für eng Autorität parental conjoint zu gehen. Und da so Cour constitutionnelle mat recht, das kann ja nicht sein, dass Eltern, die nie bestört wären, das können kriegen, und Eltern, die bestört sind, können nicht mehr kriegen, wenn sie sich am guten Schädel lassen, aber nicht, wenn sie per Fot geschieht gehen, auch schon gut nicht notwendig für Juge de Tutelle. Das sind Situationen, die sind natürlich nicht gut, weil es einfach Leute verschieden behandelt, ohne dass es einen konkreten Grund dafür gibt. Und auch da als eine Gesetzesänderung umlaufen, die aber leider Gottes verschubst wird, ob weil ein neues Gesetz soll kommen über den Divorce, und Gemenke, das soll dann alles zusammentreten, das schubst natürlich alles ein bisschen mehr weit nach raus. Aber was in den Ländern an der Situation kann roden, als ein Consentement mutuell zu machen und dann da an Konvention schreiben, dass die einzige der weiß, wie bestörte Leute können eine Autorität conjoint sichern. Konkret ist es natürlich auch so, ich meine, wenn ihr als Eltern sich zusammen eins geht, war die für die Kinder zusammen dezidiert, also es ist kein Problem für den Rest, also natürlich, ob du eine Autorität parental conjoint da ist oder nicht, wenn ich mal nicht eins sind, ist schon aber schlussendlich dafür die Führung Juge de Tutelle oder ein Gerichtsland, wo dann der Richter muss darüber dezidieren, was die Zukunft vom Kind ist. Du hast ganz recht, wo ganz viele Fälle, wo von den älteren Teilen die Autorität hat, dann noch die Gart hat, dann der Wohner bei uns mit dem freien Partner, mit dem anderen älteren Teil. Und umgedreht haben wir Leute, die eine Autorität conjoint haben durch ihre Konvention, und die aber auf den Rumreiten, wo es da mehr Schwierigkeiten gibt. Also effektiv, da sind wir eigentlich froh, sobald wie dem Gart von der Kanner geht, nur eine Trennung von den Eltern kommen so einfach mal, weil Schädung oder auch nicht Schädung, das ist eine Trennung von den Älteren. Da könnt ganz viel auf die gute Willen, an der Verständlichkeit von den Älteren und. Das kann auch à la langue Gesetz nie genau tranchieren, weil es geht schon um konkrete Lebenssituationen. Bon, damit wir schon zum Schluss von dieser Sendung kommen über Kanner, hier Gart, hier Pappen, davon naturell, legitim und so weiter. Wir hoffen, es wäre nicht informativ für euch. Und wir freuen uns, wenn ihr nicht abschaltet, wenn ihr von Fall zu Fall.